Über Köln, da lacht die Sonne. Über spreche ich jetzt nicht aus. Aber es ist was Wahres dran. Wenn es sonnig ist, ja, ist der eine gerne ein lecker Eis, der andere braucht was Kühles zu trinken. Ja, ich habe auch was Kühles zu trinken da. Ja gut, ich mache jetzt keine direkte Werbung, schaut den Produktnamen mal zu. Was sehen Sie? Katrin. Ja, da ich wird doch irgendwas, ein Lied, ich erinnere mich. Oh, oh, Katrin, ich han mich verloren. Verloren an dich. Ja, genauso ist das hier mit dem Kölner auch. Nicht nur in der Sonne, generell. Sonnenstrahlen wärmen dem Kölner das Gemüt. Ja, nicht nur dem Kölner, das geht eigentlich jedem so. Ja, aber was dem Kölner auch das Gemüt wärmt, ist, wenn er da rein und seinen Dom sieht. Ja, ich habe vorhin gesungen, oh, oh, Katrin. Was hat das mit dem Kölner zu tun? Das Lied ist eigentlich eine Liebeserklärung an Köln. Glauben Sie nicht? Tauschen Sie das Wort Katrin doch einfach mal mit Köln aus. Dann wissen Sie ganz genau, was ich meine. Ja, wie man sieht, befinde ich mich hier in der Werkstatt. Und das ist keine einfache Werkstatt, das ist eine Jahrschmiedewerkstatt. Wie komme ich jetzt von Sonne auf Gold? Die Sonnenstrahlen sind Gold. Und was hat das jetzt mit einer Werkstatt für Jahrschmiederei zu tun? Hier wird gehobelt, hier wird gefeilt. Hier werden Ringe produziert, hier werden Ketten gemacht und hier werden andere Dinge geprägt. Und ich möchte mit Ihnen jetzt einmal ganz kurz darauf eingehen, was den Kölner ausmacht. Er ist geprägt. Zum einen durch 2015 bereits bekannte Jahre als Kolonia. Zum anderen durch die zwei wichtigen Dinge, die dem Kölner heilig sind. Der eine ist die Tradition. Tradition hier in Köln ist alles, was mehr als zweimal stattfindet. Das müssen Sie sich einfach merken. Ist es so, legt der Kölner große Wert drauf. Das zweite ist seine Mentualität. Die Mentualität hier in Köln ist eigentlich der Schlüssel des Ganzen zur kölschen Seele. Und zur kölschen Seele komme ich jetzt. Die kölsche Mentualität zu erklären ist nicht einfach. Denn nicht umsonst, ja, der Kölner behauptet ja immer, Köln ist die Hauptstadt des Humors. Was behauptet er noch? Es ist die schönste Stadt Deutschlands. Ja, der Kölner ist ein bisschen eigen, ein bisschen, ja, übertrieben selbstbewusst. Aber gerade das macht ihn aus, weil er glaubt unerschütterlich an die Ewigkeit seiner Stadt und an das Heil und an die Sehnsucht, die über 2015 Jahre jetzt inzwischen schon, naja gut, ich gehe jetzt nur die 2015 zurück, weil wir haben dieses Jahr 2015, die dafür sorgen, dass diese Stadt Bestand hat, dass sie einzigartig ist. Genauso einzigartig wie der Kölner an sich. Ja, wie komme ich darauf? Es lagen schon oft die Brücken im Wasser. Also sprich, die Rheinbrücke. Es sind schon öfter die Häuser hier abgebrannt oder ausgebombt worden. Doch, der Rhein fließt immer noch. Die Brücken wurden wieder aufgebaut, genauso wie die Häuser. Unerschütterlich geht es weiter mit der Zeit, aber auch mit dieser Stadt. Und dennoch lebt der Kölner im Zwiespalt zwischen Hochschmotz und, jo, ins Gradens Evans und so. Der Kölner genießt diesen Zwiespalt, denn der Kölner hat eine Möglichkeit für sich gefunden, immer genau einen Weg in der Mitte zu gehen. Oder andersrum gesagt, wir machen einfach das Beste draus. Da hat der Kölner auch 11 Grundgesetze, die sein Leben bestimmen, die ihm dabei helfen. Es kütt wie es kütt. Es hätte noch immer Jod gegangen.
Was fort ist es fort? Ja, Köln und seine Sehnsüchte, Köln und seine Geschichte, Köln und seine Tradition. Wenn du hier in Köln volljährig wirst, also sprich das 18. Lebensjahr heißt, ist das immer was Besonderes. Allgemein in Deutschland ist das natürlich auch was Besonderes, aber gerade für den Kölner bedeutet das Erreichen der Volljährigkeit, der Jung, das Mädchen, ist im Leben angekommen. Ja, und das wird zum Beispiel als Tradition sehr groß gefeiert. Da kommt die Familie zusammen, die Nachbarn, die Freunde und die Bekannten. Ja, und da wird gefeiert bis spät in die Nacht. Jetzt Jodes zu trinken und zu köchen, also Jod Süffle und Müffle, ist eine der Kölner Traditionen, die am liebsten im Brauhaus oder an der Kneipe ob der Eck oder mit dem Mann in der Küche steht. Also, er ist sehr gesellig, kommt dazu, ist natürlich eine der Eigenarten, aber keine Tradition. Oder ist es eine Tradition, dass der Kölner grundsätzlich freundlich, weltoffen und menschlich ist? Ich denke schon. Streuen wir das also mal mit hier ein. Ja, aber beim Süffle und Müffle, da ist der Kölner schon sehr speziell. Das ist da nicht eben nur das Wiener Schnitzel auf, ja, was weiß ich, wo es das gibt. Obwohl wir haben natürlich auch Lokalitäten, wo es das traditionell auch gibt. Ich sage nur Oma Kleinmann oder das Kotelett drüben in Deutz beim Lommi. Das sind traditionelle Kneipen oder Gaststätten, wo man diese Dinge zu sich nimmt. Aber in anderen Gaststätten finden Sie dann auch den halben Hahn oder die Flöns auf der Karte. Ja, und traditionell zum Essen trinkt der Kölner sein Kölsch. Das gehört dazu. Kommen wir jetzt zu einer der bekanntesten Traditionen hier in Köln, den Kölner Karneval. Jedes Jahr in der Zeit vom 11.11. um 11:11 Uhr, ja, bis zum Aschermittwoch, also falschen Dienstag. Aschermittwoch ist ja der Beginn der Fastenzeit, herrscht hier in Köln sowas wie Ausnahmezustand. Viele wissen aber ja nicht, wo das herkommt. Schon im 3. Jahrhundert sind hier Mönche auf Leiterwagen um die Stelle gefahren, wo heute der Dom steht, und waren verkleidet als Metzger, Bauer, ja, was weiß ich, als Handwerker und haben den Leuten vom Wagen runter Brot runtergeschmissen. Verdammt. Ja, das machen sie heute auch noch. Heute gibt es große Umzüge in Köln über die ganzen 5 Tage, die dann heißt von Weiberfastnacht bis falschen Dienstag, Frohsinn zu verbreiten und Karneval zu feiern. Da werden Kamellen von den Bäumen, ja, von den Waren geschmissen, von den Bäumen, sorry, da muss ich schon selber ins Lachen, habe ich mich jetzt gerade selber ein bisschen, ja, verarscht. Da werden Strüße geschmissen, da werden Bützchen verteilt, es wird Frohsinn verteilt. Das macht man hier im Kölner Karneval. Die genaue Geschichte des Karnevals können Sie natürlich gerne im Internet zu recherchieren. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Aber Karneval ist für den Kölner eine der größten und wichtigsten Traditionen, die es überhaupt zu feiern gibt. Andere Dinge, auf die der Kölner eigentlich nichts kommen lässt, beziehungsweise wo auch keinen dran lässt. Ja, da ist zum Beispiel der Kölner Grüngürtel. Hier trifft man sich gern zum Spazierengehen, hier trifft man sich gern zum Grillen oder zum Joggen. Manchmal auch zum Fußballspielen, wenn die Wiese dazu einlädt. Der Kölner Grüngürtel war mal Teil eines, ja, oder des Kölner Befestigungswerkes. Und hier standen sehr viele, ja, Befestigungsgebäude. Und die wurden dann später nach dem Krieg geschliffen. Ja, und einer, der dafür gesorgt hat, dass der Kölner Grüngürtel als Grüngürtel seinen Bestand hat, war der erste Oberbürgermeister der Stadt Köln, beziehungsweise nicht der erste Oberbürgermeister, der erste Bundeskanzler Deutschlands, aber Oberbürgermeister ehemals Stadt Köln, Konrad Adenauer. Dem haben wir zu verdanken, dass wir immer noch so viel Sauerstoff in der Stadt haben. Ja, weitere Dinge, die dem Kölner irgendwie sehr am Herzen liegen. Der FC, sein Bütchen, da komme ich nachher noch mal zu.
seine Museen, seine kulturelle Offenheit, seine Kirchen, breit verteilt in der Stadt, seinen Hauptbahnhof, ja, und last but not least, seinen Dom. Ich sagte gerade last but not least. Natürlich ist das nicht alles, woran der Kölner hängt. Aber gestatten Sie es mir, bei 86 Stadtvierteln, die es hier in Köln gibt, und mit so vielen Sehenswürdigkeiten, an denen der Kölner hängt, kann man natürlich nur exemplarisch was rauspicken. Einen Tipp habe ich für Sie. Wenn Sie sich da mal genauer informieren möchten, gehen Sie doch mal einfach ins Kölnische Stadtmuseum. Hier in diesem Museum wird Ihnen all das nahegebracht oder auch bildlich oder in Figuren gezeigt, was ich Ihnen nicht rüberbringen kann, aus den Jahrtausenden dieser Stadtgeschichte. Natürlich ist es nicht das Stadthistorische Museum, aber es ist das Museum, in dem Sie sehr nah an die Kölner Kultur getragen werden. Mein Tipp an Sie: Lassen Sie sich einfach, wenn Sie das nächste Mal in Köln sind, eintragen, genießen Sie eine Führung und lassen Sie sich die Dinge erklären, ja, die man mit Worten nicht erklären kann, die man sehen muss. Da wünsche ich Ihnen jetzt schon mal viel Spaß bei, aber wir sind ja noch nicht am Ende. Sagte ich bereits, dass der Kölner stolz ist auf seine Stadt? Er ist nicht nur stolz, er ist so arrogant zu sagen, ich liebe meine Stadt, und das ganz öffentlich. Süffle und Müffle hatte ich bereits erwähnt. Ja, oder wie sagt man, Liebe geht durch den Magen. Oder kennen Sie das Gefühl, das Sie nicht beschreiben können, das einfach aus dem Bauch rauskommt? Jetzt verstehen Sie den Zusammenhang. Wenn Sie als Auswärtiger in der Vorweihnachtszeit in einem Brauhaus sind und dann kommen auf einmal 3, 4 Typen rein, die haben ja eine Nikolausmütze an. Und Sie fragen den Goebbels, was er denn mit der Kostümierung auf sich hat. Können Sie sicher sein, dass der sagt, ja, da haben wir Kölner ein Problem. Dadurch, dass die Weihnachtszeit bei uns in die 5. Jahreszeit einfällt, greift das bei uns alles ineinander. Was will ich Ihnen damit sagen? Erwähnte ja bereits, dass der Kölner immer ja den Mittelweg sucht. Ne? So irgendwo dazwischen drin. Lieber von beidem etwas, als von beidem ja nichts. Das trifft auch hier zu. Der eine kann es nicht lassen, Karneval zu feiern, der andere freut sich auf Weihnachten. Ich habe da auch ein paar Spezies in der Bekanntschaft, ja, die sozusagen direkt am letzten Tag von Weihnachten schreiben, wir sind jetzt nur noch 361 Tage, bis es weitergeht. Aber das ist die kölsche Mentalität. Die Kölner Kultur ist dadurch geprägt, dass man sich nicht unbedingt für eine Sache entscheiden kann, beziehungsweise vor allem nicht endgültig für eine Sache einsetzen kann, weil man sonst das Geliebte als auch, also den Mittelweg, dadurch aufs Spiel setzen würde. Ja, das macht den Kölner eigentlich zu einem guten Taktierer, beziehungsweise zu einem Meister der Diplomatie. Da hatten wir in der jüngeren Geschichte auch 2 ganz gute Beispiele für. Der eine war der Kardinal Frings. Fringsen sagt Ihnen bestimmt was. Und der andere, den habe ich bereits erwähnt, Konrad Adenauer. Der hat auf Weltebene sozusagen das Klüngeln, denn das ist es, berühmt gemacht. Diplomatie und Unentschlossenheit werden im Kölner schon mal gerne als Faulheit ausgelegt. Aber der Kölner ist nicht faul, weil gerade das fordert eine fortlaufende, schwere seelische Arbeit. Immer alle zu befriedigen. Ja, beziehungsweise eher die seelische Konstanz bei allen aufrechtzuerhalten. Ist schon schwer. Kann ich ja nicht anders sagen. Wir haben im Kölner Karneval allerdings auch ein Lied,
was das Ganze irgendwo so ein bisschen wiedergibt. 3 mal 0 ist 0. Logischerweise. Man kann das Ganze also nicht aufrechnen. Im Endeffekt bleibt es, ist es so wie es ist. Wir haben in der Regel ein bisschen Bammel davor, Lebenskonflikte so oder so zu entscheiden. Beziehungsweise sich ganz und ohne Rücksicht auf Verluste für eine Seite zu entscheiden. Das ist nicht unser Ding. Nee. Ich sage jetzt mal ganz einfach, das Kölsche Lebensmotto in der Richtung lautet, du mir nichts, dann tu ich dir nichts. Also im Endeffekt leben und leben lassen. Ich habe da mal was gefunden in einem psychologischen Buch, das möchte ich euch ja mal vorlesen. Dieses Leben und Leben lassen impliziert aber auch, wenn man eine Sache nicht herrisch ergreift, sie ganz für sich beansprucht, dann kann sie einem auch nicht genommen werden. Zwar besitzt man sie auch nicht, sie bleibt einem aber erhalten als bloße Möglichkeit. Er wird im Kölner auch schon mal als Wankelmütigkeit ausgelegt. Ich gucke gerade wieder in das Buch, weil das fasziniert mich. Kann ich euch übrigens empfehlen, Köln auf der Couch. Der Vorwurf, dass der Kölner wankelmütig ist, das steht hier auch drin, verkennt aber, dass das Wankeln ebenso wie das Klüngeln, habe ich vorhin angesprochen, von einem Wissen um die Ambivalenzen des Lebens getragen ist. Na gut, jetzt muss man wissen, was Ambivalenzen des Lebens sind. Ich meine, trinken wir mal ein, dann kriegen wir das auch noch hin. Das Leben ist eben nicht klar und eindeutig, sondern widersprüchlich, doppelbödig, tragikomisch und paradox. Dies zu erkennen und anzunehmen, erfordert eine hohe Mut bzw. Wankelmütigkeit. Ja, und das kann der Kölner perfekt. Da kann man ja nichts zu sagen, weil im Klüngeln sind wir immer gut gewesen. Das lernt man hier ganz schnell, wenn man hier hinkommt. Den Mittelweg zu finden, ist einem jeden selber überlassen. Der eine hat lieber eine feste Entscheidung zur einen oder zur anderen Seite. Und der andere sagt eben, nö, solange es gut geht, lass es doch laufen. Ein Beispiel zu dem Thema Unentschlossenheit kann ich Ihnen auch so geben. Aus eigener Erfahrung. Ist zum Beispiel so, ich esse ja Fleisch. So. Jetzt gehöre ich aber auch zu den Menschen, die nicht so viel an der Füße haben. Das heißt also, ich bin am Monatsanfang, ist eigentlich schon Monatsletzter bei mir. Ganz so schlimm ist es nicht, nein. Aber gefühlt, ne? Und deswegen achte ich auch auf die Kosten, was das Fleisch angeht, ne? So. Jetzt habe ich da den Laden meines Vertrauens, wo die halt ab und an, das, was ich am liebsten mache, Met, ne? Also für Frikadellen, ne? Also Jagdes, ne? Das haben die ab und zu 30% runtergesetzt. Warum haben die ja 30% runtergesetzt? Damit die Leute das kaufen, logischerweise. Aber das ist dann nur noch irgendwie 3 Tage haltbar. Gut, habe ich für mich eine Strategie draus entwickelt. Ne? Ich kaufe mir das dann und verwerte das am selben Tag. Wunderbar. Warum mache ich das? Weil, wenn ich den Originalpreis zahle müsste, ist mir das Zeug zu teuer. Kriege ich nicht zu 30%, lasse ich es liegen. Kriege ich zu 30%, ist es bei mir im Bauch. Besseres Beispiel fällt mir dafür ja nicht ein. Kölner an sich ist ja ein geselliges Völkchen. Das heißt, also wir sind sehr offen. Also wenn du als Fremder hier in eine Stadt kommst, du fühlst dich nie lang allein. Weil du findest immer einen, mit dem du irgendwie Klav halten kannst. Für die ja nicht verstehen, ein Klav halten ist einfach ein Schwatzführen. Ne? Also ich weiß ja nicht, ein Deutscher besser. Ist ja, ihr wisst, was ich meine. Gut. Dafür gibt es nicht unbedingt viele bestimmte Orte, aber einer der Orte gehört dazu. Und den habe ich vorhin schon mal angesprochen. Das ist der Kölner Sibütsche. Also ein Kiosk. Ne? Jeder Kölner hat in der Regel sein eigenes Bütchen. Also da, wo er immer hingeht. Ne? Ja, warum hat er das? Ja, da trifft man Leute, die man kennt.
Da weiß man, dass man gut aufgehoben ist, da trinkt man einen Kaffee, da hält man ein Schwätzchen, da bespricht man Privates. Das macht man in der Regel hier wirklich mit, ja, anstatt eben an der Nachbarstür, da macht man einen Kiosk, beziehungsweise im Bütchen. Ja, aber es gibt auch noch andere Dinge, die der Kölner gerne macht, die ich gerne auch mal aufführen möchte. Ne? Beziehungsweise habe ich ja zum Teil schon. Ne? Da war das Spazieren hier in den Park, da waren die Dinge, die er lieb hat. Aber wo trifft sich der Kölner noch zu bestimmten Gelegenheiten? Werde ich jetzt mal versuchen, einen kleinen Einblick darüber zu geben. Was der Kölner natürlich auch sehr gerne macht, beziehungsweise fast jeder Kölner hat sie, das ist die Stammkneipe. Ja, ist ja ähnlich wie mit dem Bütchen. Man kennt die Leute da, man trifft sich, trinkt Kölsch, hält eine Klav oder geht ja leckeres Essen. Das muss nicht immer ein Brauhaus sein, nein. Auch die Kneipe ob der Eck, die geht das auch. Weil das Gefühl ist dort genauso herzlich, als wenn du in einem Brauhaus bist. Ja, was kann man denn da noch machen? Ich mache es jetzt übrigens gleich auch, weil meine Stammkneipe ist da vorne. Ich darf es euch nur nicht zeigen, weil das wäre Werbung. Ja, man kann den FC gucken. Wenn man denn keine Karte für das Stadion bekommen hat, ist das eine super Alternative. Ja, Karten für das Stadion zu bekommen, FC, ich erwähne ihn immer häufiger. Der FC hat über 70.000 Mitglieder. Logischerweise bei 50.000 vorhandenen Plätzen ist es da schwer an eine Karte zu kommen. Zumal, das kostet ja natürlich auch immer Geld. Jo, also wie gesagt, ich genieße das dann als Alternative, wenn ich dann mal nicht ins Stadion kann. Und ich bin gern im Stadion. Die Kölner sagen ja auch immer noch das alte Müngersdorfer Stadion und nicht rein Energiestadion. Naja. Ich gehe jetzt Fußball gucken, ich habe genug gequatscht, ich quatsch später weiter. Ich freue mich auf das Spiel und auf meinen FC. Es gehört nicht zur kölschen Mentalität, sich überall in alles und zu jedem einzumischen. Ne? Also es könnte ja böses Blut bringen, wenn man sich dann in irgendeiner Richtung, ja, soll ich sagen, festlegt. Also werden in der Regel auch Streitfälle weitestgehend vermieden, sprich nicht geklärt. Man lässt es offen, zieht den Entschluss hier. Was ja nicht heißt, hat der Kölner, ich rauche übrigens, was der Kölner nicht auch mal aus der Boot springen kann. Aber der Kölner springt nicht so schnell aus der Boot wie zum Beispiel der Kerpener, da wo ich herkomme. Ist jetzt nicht, um die Gegend schön zu reden oder um mich hervorzuheben. Also, als ich groß geworden bin, ne, bei uns in Kerpen hieß es eher schlagen, dann fragen. Klingt ein bisschen platt, war aber so. Ne. Währenddessen der Kölner wahrscheinlich erst noch mal ein Kölsch ausgibt und fragt, sag mal, wie geht es deiner Frau? Wie war das letztens mit den Kindern? Muss das jetzt hissen? Ja, also, das wird in der Regel auch schon mal als anarchistisch stilisiert, ist aber nicht so. Der Kölner kann sich an sich schon wehren. Ne? Es ist halt einfach nur seine Kunst, aus einer beschaulichen Warte heraus das Ganze so ein bisschen distanziert zu betrachten und anzugehen. Das geheime Ziel der coolen Gleichgültigkeit ist die Vermeidung von Betroffenheit, seelischem Schmerz und von Schuldgefühlen. Das gelingt aber nur, wenn man alle Gültigkeiten negiert, wenn man alles, was einen berühren, belangen, was einem nahe gehen könnte, ausschaltet. Die coole Gleichgültigkeit setzt allerdings eine seelische Relativitätstheorie voraus. Also nicht Einstein, sondern Kölsch. Ne? Die Welt zerfällt in 1000 belanglose Einzelwahrheiten. Woran die Eltern damals glaubten, hat sich als genauso falsch rausgewiesen als das, woran die Großeltern geglaubt haben. Es gibt keine verbindlichen Wahrheiten mehr, für die man sich einsetzen könnte oder kämpfen könnte. Alles ist gleichermaßen gültig oder ungültig. Und wenn alles gleichgültig ist, kann man auch gleichgültig sein. Dann erspart man sich viel Ärger, Aufregung und Leid. Zudem bleibt man immer in der Position überlegener und souveräner Abgeklärtheit.
Der Kölner ist zwar tatenlos, aber dabei weder cool noch gleichgültig. Er fühlt und leidet mit dem, was er sieht, was er hört und was da auf ihn zukommt. Er lässt sich erweichen, anmuten, abschrecken vom Erschrecken. Ja, aber er setzt seine seelische Bewegtheit nicht unbedingt in Handlung um. Das ist diese Relativitätstheorie. Und dabei reißt sich der Kölner manchmal ganz gut einem bei ab. Jeder kennt das Lied über Besuch im Zoo. Und da kommt es natürlich vor, dieser Ausdruck eines Lustgefühls, oh, 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 oh. Dieses oh, 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 oh ist eigentlich vielfältiger Natur. Also es steht für vieles. Es kann dafür stehen, ja, man sieht große Tiere, oh. Man sieht, wie der Tier die Zähne fletscht, oh. Man sieht, wie die Affen am Berg am Kopulieren sind, oh. Oder man sieht, wie der Elefant im Gehege eine dicke Riesenhaufe macht. Ja, diese glücklichen und naheliegenden, ich muss mal kurz in meinen Text gucken, Erlebnisse können eigentlich auf das eigene Leben zurückspielen. Auch da erlebt man viele Ohs, der Belanglosigkeiten oder Belangkeiten, was auch immer. Aber so wie vorhin beschrieben, man legt sich nicht fest, man erlebt vieles, bestaunet aus der Distanz. Ja, ist zum Beispiel auch so, wir bleiben aber beim Beispiel so. Wenn ein Kölner den ganzen Tag vorm Aquarium steht, er kann stundenlang da stehen und sich die Fische angucken. Aber am Ende dreht er sich einfach herum und sagt, nö, so einen ganzen Tag unter Wasser, das wird nichts für mich. Wussten Sie eigentlich schon, wofür das Wort Kölsch steht? Bisher mögen alle gedacht haben, das steht nur für das Bier. Zumindest die es noch nicht so lange kennen, also die Immis, aber vielleicht auch der eine oder andere Kölsche. Ja, das Wort Kölsch hat nicht nur mit dem Bier zu tun. Denn, logischerweise, man kann Kölsch trinken. Man kann aber auch Kölsch sein, ein Kölsch haben, Kölsch fühlen oder auch Kölsch sprechen. Haben Sie sich mal überlegt, in welchen Situationen Sie noch Kölsch sprechen? Wie groß Ihr Wortschatz ist? Was für Wortformen Sie nutzen? Ich habe so was mal gelernt. Da war ich auf der Akademie für uns Kölsch-Sprach und habe das Kölsch-Abitur gemacht. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin eine Einheimische. Ich habe mich beim Schreiben, mir einen abgebrochen. Für mich war das Schlimmste der possessive Genitiv. Dem Jupp singe Bruder. Der Bruder vom Jupp. Einmal vor, einmal rückwärts, sozusagen. Das nächste, was kam, war die rheinische Verlaufsform. Ich bin am Arbeiten. Ja, also Kölsch zu lernen, beziehungsweise es beim Lernen auch zu sprechen, das ist eine Sache für sich. Ich führe Sie jetzt noch einmal ganz kurz zum Trinken und zur Wissenschaft, weil Wissenschaft ist eine Macht, die Wissenschaft. Ja, nee, also Kölsch ist eine Macht, die Wissenschaft, so sollte man sagen. Ne? Es gibt einen Ort, wo so ja Sie, ohne es zu wissen, das Kölsch, wie heißt das, deklinieren, konjugieren, glaube ich. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, ne? Ich denke schon. So, stellen Sie sich einfach vor, Sie sind in einer Kneipe mit ganz vielen Freunden, ne? Kommt der Goebbels rüber und fragt, spricht dich an, fragt, was trinkst du? Was sagst du? Kölsch. Dann gehst du automatisch mit dem Finger rüber zu deinen Freunden, beziehungsweise erst zum ersten und sagst, du, Kölsch. Jetzt habe ich mich vertan, ich hätte mit dem Ich anfangen sollen. Ha, ha! Sehen Sie mal, in der Schule hatte ich auch immer nur eine 4 in Deutsch. Also, der Goebbels kommt rüber. Ne? Fangen wir aber von vorne an. Ne? Frag dich, was trinkst du? Du sagst, ich? Kölsch.
Gehst mit dem Finger auf den Freund, sagst du, Kölsch? Sehen Sie mal, das geht ja als Frage. RCS, wie ihr seht, Kölsch. Sehen Sie mal, also das geht in einem so weiter. Ich kriege das jetzt nicht richtig hin, wie ihr sagt. Ich habe nicht nur eine dyskalkulatorische Schwäche, ich habe auch eine leichte grammatikalische, ja, bin ich nie mehr aufgewachsen mit dem Zeug, aber das war jetzt mal ein kleiner Exkurs. Mein Tipp an Sie ist, wenn Sie der kölschen Sprache ein bisschen mächtiger werden wollen, als es bisher war, wenn Sie diese schöne Tradition des kölschen Sprachgebrauches in der Anwendung ein bisschen für sich aufnehmen wollen. Es gibt hier in Köln 2 Organisationen, wo Sie das lernen können. Das eine ist die Kumene und das andere ist die Akademie für uns Kölsch-Sprach. Vielleicht lieber privat noch irgendwo einen, der Ihnen das auch ein bisschen beibringen kann, aber richtig lernen tun Sie bei diesen beiden. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Googeln Sie mal im Internet danach und ja, eignet sich übrigens auch so ein Kurs, der nicht lang dauert. Eignet sich übrigens auch ganz toll als Geschenk. Der Ansatz der freischwebenden Aufmerksamkeit, also der psychologische Ansatz, ist vergleichbar mit der Kölner Wohlgefälligkeit. Also diese teilnahmslose Wohlgefälligkeit, die sich ausdrückt in man beobachtet, ohne zu bewerten. Das ist, wird von uns nicht als psychologische Haltung verstanden, sondern als Zeichen der Toleranz. Nehmen wir mal als Beispiel, Entschuldigung, Düsseldorf. Ne? Düsseldorf ist, nachdem das Steuergesetz da irgendwie 18 Schlag mich tot von Köln entfernt wurde, also es gab mal eine Zeit, da mussten alle, die den Rhein runterkamen, um Waren zu verticken, mussten erst nach Köln die Waren versteuern, die dann dadurch teuer wurden und all die anderen durften es danach kaufen. So, da wurde 1880 oder was aufgelöst, ich weiß es nicht mehr, aber im Laufe des 18. Jahrhunderts auf jeden Fall. Und dann durften auch so Städte wie Düsseldorf dann richtig loslegen. Ne? Ja, und Düsseldorf hat richtig losgelegt, hat einem gezeigt, wo es lang geht und hat sich dann, so ist auf jeden Fall Hauptstadt von NRW inzwischen. Ne? Gut, aber der Kölner betrachtet Düsseldorf nicht neidisch, nein, also nicht unbedingt, also nicht wirklich. Ne? Also zum einen ist da die Respektanz dessen, dass Düsseldorf was geschafft hat, ja, aber zum anderen halten wir uns auch immer vor Augen, was ist Köln, offen, freundlich, hat Spaß, freimütig, und was ist Düsseldorf, genau das Gegenteil. Kalt, dunkel und unfreundlich. Es gibt aber auch Ausnahmen, und die sind auch noch in der heutigen Zeit jedem Kölner geläufig. Fragt man rum, irgendwie, wo haben die Kölner denn mal richtig ordentlich was Jassi geben, oder, ja, ich sag jetzt mal einfach, wo haben sie was erreicht, ne? Ist zum einen, was jedem einfällt, von 1288 die Schlacht von Worring. Da haben die Kölner ihren damaligen Erzbischof, Siegfried von Westerburg, aus der Stadt rausgeschmissen. Ne? Und was auch jedem Kölner einfällt, sind die beiden Meisterschaften vom FC. Also, es gibt auch noch Ausnahmen in der allgemeinen Wohlgefälligkeit. Das ist ja so eine Sache, mit dem ich kann mich nicht entscheiden. Also das, was wir die ganze Zeit hier besprochen haben, das kann auch schon mal Arsch nach hinten losgehen. Ne? Habe ich gerade selber erlebt. Ja, also die Tankstelle bei mir um die Ecke, ne, die hatte einen Preis für Super E10 von 1,36. Dachte ich, okay, fährst du nochmal um die Ecke, da ist eine freie Tankstelle, die sind in der Regel einen Cent billiger, da tankst du da. Ja, die waren aber 2 Cent teurer. Und da ich eilig hatte und von Efferen nach Nippes musste, denke ich, komm, dann tankst du auf der Bärenrate.
Ja, die sind zumindest preislich ähnlich wie die erste Tankstelle. Ja, Pustekuchen, die waren nochmal 2 Cent teurer. Das meine ich mit, das kann auch schon mal nach hinten losgehen. Aber in meiner Kölner Wohlgemütlichkeit, Selbstgefälligkeit habe ich das dann akzeptiert, habe mich gescholten und habe gesagt, Universum, beim nächsten Mal mache ich es besser. Ja, also, ne, wie gesagt, kann nach hinten losgehen. Der Kölner an sich stürzt sich mit einer Selbstverachtung ins Leben. Et kütt wie et kütt, ne? Das ist einer unserer Leitmotive. Man kann das eh nicht ändern, ne? Und wenn, es hätte noch immer Joti gegangen. Ja, so ähnlich wie beim Tanken vorhin beschrieben, ne? Also, ja, entweder hat man da Glück und erwischt dann noch die Tankstelle mit adäquaten Preisen oder, ja, man fügt sich in das Schicksal. Wie gesagt, es hätte noch immer Joti gegangen. Besonders in den Zeiten jetzt, die wir haben mit Internet und so, ne? Globalisierung und hast du nicht gesehen, ne? Man kann nicht immer alles im Vorfeld top recherchieren. Ich meine, wenn wir jetzt mal an die Geschichte von Jan und Griet denken, ne, was hätte Griet dafür gegeben, wenn es damals schon eine Partnersuchmaschine im Internet gegeben hätte? Die hätte nicht mehr auf den Jan gewartet, die hätte sich schon den richtigen rausgepickt. Aber es kütt wie es kütt, es ist wie es ist und es blieb wie es ist, oder kütt oder was auch immer. Selbstgefälligkeit, Schicksal. Wir leben damit. Genauso wie alles wächst und gedeiht. Manchmal hat man Einfluss drauf, manchmal hat man keinen. Ich denke mal, ähnlich ist das mit der Kölner Leidensfähigkeit, wenn es um den FC geht. Ah, warte mal, hier sind noch ein paar schöne. Ich glaube, die sind gewollt. Ja, und was bei mir heute auch wieder gewollt ist, ne, wir spielen heute hier in Berlin, das ist jetzt nur als Beispiel für die Ewigkeit. Wenn wir da gewinnen, stehen wir sehr gut da. Ja, und meine Hoffnung ist, wir gewinnen das Ding. Was natürlich passieren kann, ist, wir verlieren das Ding oder wir spielen unentschieden. Aber unentschieden wäre dann auch noch gut. Aber mehr Beispiele braucht ihr, glaube ich, zur kölschen Selbstgefälligkeit nicht mehr. Et kütt wie et kütt. Ja, so nah liegen. Freud und Leid beieinander. Ja, jetzt hat man mal mitbekommen, wie der Kölner so leidet, wenn sein FC spielt. Und damit ihr wenigstens noch wisst, wie es ausgegangen ist, es hätte noch immer Joti gegangen. Genau der Mittelweg. 0-0. FC ist ein ganz gutes Beispiel, denn der Kölner hat keinen Anspruch auf die Macht der Lebensbeherrschung. Jetzt sind wir all. Dadurch wissen wir, dass wir nicht vollkommen sind. Oder sagen wir uns selber. Es ist einfach schön zu sehen, wie der Kölner mit dieser Situation umgeht. Denn warum soll man vollkommen sein? Das hat mal die anderen machen. Statt jetzt sind wir all. Sagt der Kölner im Endeffekt aus, dass er keinen Perfektionsanspruch aufs Leben hat. Der Kölner sieht den Menschen mit all seinen Macken, seinen Gebrechlichkeiten, seinen was weiß ich was, eher als behindertes Kunstwerk. Und er kennt dieses an, denn er sagt ja auch, jeder Jack ist anders. Durch seine schicksalsergebene optimistische Haltung schafft es der Kölner nämlich permanent, auch Fremden gegenüber, Freiräume zu schaffen. Freiräume zur Akzeptanz des eigenen Fehlverhaltens, zur Akzeptanz der eigenen Unvollkommenheit, aber auch Raum zu schaffen für gemeinsame Freude, für Individualerlebnisse, die es eigentlich so vielleicht in dem Sinne gar nicht gäbe, wäre diese Fehlertoleranz nicht vorhanden.
So, um das Ganze abzuschließen, mit allen Unzulänglichkeiten, die uns Menschen beherrschen, ihr seht, ich greife zur Brille, ne? Greife ich zur Brille, greife ich zu meinem schlauen Buch, das ich darüber habe. Ich lese ja nicht alles ab, ich versuche euch ja Dinge, die niedergeschrieben stehen, auch mal ein bisschen transparent zu machen. Durch Bilder, durch Beispiele. Aber jetzt lese ich wieder. Abschluss, eigene Fehlertoleranz. Die Fehlertoleranz der Kölner kann den Menschen einen Freiraum zur Entfaltung seiner Potenziale öffnen. Nicht nur dem Kölner selber, sondern allen, die herkommen, auf gut Deutsch gesagt. Sie kann den Menschen aber auch helfen, sich einfach mit ihrem Dasein auszusöhnen. Die optimistische Schicksalsergebenheit ergibt daher auch seelenökonomisch Sinn, denn sie erspart Kraft und Aufwand. Wieso gegen Mächte aufbegehren, wenn man sie eh nicht beherrschen kann? Oder frei nach Goethe: Soll sich gegen die Götter nicht stemmen irgendein Mensch. Aber das sich fügen in das Unabänderliche sichert auch die persönliche Zufriedenheit. Wie heißt es jedoch so beschwichtigend in der Straußschen Operette Die Fledermaus? Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. In diesem Sinne arbeiten die Kölner am Glück oder zumindest an einem versöhnlichen Arrangement mit den himmlischen Mächten der eigenen Behinderung. Damit ist aber nicht gesagt, dass der Kölner behindert ist, sondern damit ist die ganze Menschheit gemeint. Ich könnte ja jetzt wieder anfangen zu spinnen und sagen, dass Köln die Menschheit, nein. Haben wir nicht erfunden, haben wir nicht gemacht, aber wir haben unsere eigene Lebensart entwickelt und Lebensart geschaffen. Und diese ist nach wie vor einzigartig. Der Kölner wird allerdings nicht nur gern auf seine passive Haltung angesprochen, was die Zukunft betrifft, weil wir sind ja auch wer, die was tun, ne? Also wir tun ja richtig was, ne? Also wir sanieren Brücken, wenn es an der Zeit ist, oder ein bisschen später. Wir haben eine Nord-Süd-Bahnfahrt, die am Gedeihen ist. Okay, die Probleme spreche ich jetzt nicht an, die waren schlimm genug, die es dadurch gegeben hat. Wir sanieren die Oper, aber volle Elle. Ja, es dauert halt nur ein bisschen, ne? Das ist das, was mit den ewigen Werden gemeint ist, ne? Bestes Beispiel dafür ist aus meiner Sicht, Entschuldigung für den Räusperer, der Kölner Dom. Jetzt haben wir 2015, also nehmen wir 2015 minus 1248 und wir wissen, wie alt der Dom ist, beziehungsweise wie lange sie schon eigentlich dran bauen. Man sagt ja auch immer so, ja, während sie oben noch auf dem Dach am Bauen sind, machen sie unten schon die ersten Ausgrabungen. Aber genau das ist das, wie der Kölner nun mal ist, ne? Wir machen schon. Kann halt ein bisschen dauern. Dieses Werdensversprechen, das zieht natürlich auch unwahrscheinlich viele Leute hier nach Köln. Also wir haben nicht umsonst 1 Million Bürger hier in der Stadt, weil, also auf jeden Fall, es fasziniert die Menschen, die auch gerne mal träumen von einer besseren Zukunft, hierher zu kommen. Wir können sagen, ja, das wird, komm her, und ohne dass du dir ein Doi geben musst, das wird, ne? Wir haben sehr viele Studenten hier, die hier dementsprechend ihr Studium vollziehen. Wir haben sehr viele Künstler hier. Ja, und wie ist das eigentlich, wenn jemand herzieht, ne? Also, das reizt natürlich zu einem beherzten Durchstarten, ne? Man kommt in eine neue Stadt, aber gleichzeitig ist man dann auch so fasziniert von diesem, ja, das kommt schon irgendwann, ne? Von selbst sozusagen. Und stürzt sich erstmal in das Nachtleben, in die Partymeilen dieser Stadt oder schließt neue Freundschaften. Ja, oder macht es so, dass man einfach erstmal wartet, was da kommt, ne? Denn es heißt ja, ich wiederhole mich, glaube ich, es kütt wie es kütt. Und es hätte noch immer Jod gegangen.
Das lernt der neue Kölner sehr schnell. Diese Option des ewigen Werdens ist natürlich auch für den Kölner schlechthin etwas, was ihn faszinieren kann. Denn es gibt ihm die Möglichkeit, seine vertraute Heimlichkeit vor den Herausforderungen zu retten, die mit der eigenen Lebensgestaltung, mit den eigenen Lebensplänen oder gar mit den Leistungszwängen am Arbeitsplatz verbunden sind. Denn es gewährt ihnen gleichzeitig die Option auf eine glorreiche Entwicklung, weil sie wissen ja, die tritt irgendwann ein. Ne? Insofern ist aus meiner Sicht dieses ewige Werden die notwendige Ergänzung zur Unentschiedenheit des Kölners. Es verspricht ihm nämlich die Entwicklung für seine Zukunft, die auch dann eintritt, wenn man sich nicht erst für eine Option festlegt. Man weiß zwar nicht wann, aber das irgendwann ist ja sicher. Ja, ähnlich ist es mit dem FC und der Champions League. Wir wissen ganz genau, als Fußballfans des FC, irgendwann ist der FC mal wieder in der Champions League. Wir glauben dran, unerschütterlich. Wir wissen zwar nicht wann, aber dass das kommt, das wissen wir. Und darauf freuen wir uns hier. Fasse ich dieses ewige Werden mal zusammen. Der Kölner, der buddelt und frickelt und macht und tut echt gern. Dazu ist der Dom wirklich dann auch das richtige Beispiel. Ne? Es ist eine Euphorie, ein schönes Gefühl, zu sagen, ja, pass mal auf, wenn das Ding fertig wird. Ja, aber ist es dann mal fertig? Dann fällt der Kölner in eine Depression, würde ich mal sagen. Er hat nichts zu tun. Das geht ja nicht. Ich meine, kurz vorher ist noch die Euphorie da. Guck, was man gemacht hat, aber danach, ja. Daher ist auch der Spruch geboren, wenn der Dom mal fertig ist, geht die Welt unter. Aber der Kölner hat dazu gelernt. Weil im letzten Krieg, bei den ganzen Bombenangriffen, ist ja ganz Köln kaputt gegangen. Nur der Dom nicht. Und daraus hat sich dann der Umkehrspruch des Kölners gebildet, die Welt geht unter. Nur der Dom bleibt stehen. Beziehungsweise das Gefühl, Hauptsache der Dom blieb stehen. Was natürlich den Kölner insofern ausmacht. Es zeigt ihn als super optimistischen Menschen, der immer an das Gute glaubt, der an die Zukunft glaubt. Wie auch immer sie kommen wird. Wie auch immer sie, erscheinen wird. Was auch immer passiert. Dieses Hauptsache, der Dom blieb stehen, ist ein ganz, ganz kerniger Faktor für die kölsche Mentalität. Ah, da seid ihr ja wieder. Erkennt ihr mich noch? Ja, ihr kennt auch den Platz wieder. Ich bin wieder in der Goldschmiedewerkstatt. Aber erstmal erzähle ich euch eine Geschichte. Ich lese mal ganz kurz hier hin. Und zwar habe ich einen guten Freund, einen Kumpel, ne? Das ist der Kemal. Ne? Der Kemal, das ist ein türkischer Mitbürger. Der lebt hier seit gefühlten 100 Jahren lebt er hier in Köln. Ne? Also ich glaube, der spricht mittlerweile fast besser Kölsch als ich. Aber der hat eine super Eigenart. Ich sage ja immer Macke dazu, aber mir gefällt das so, ich bewundere das einfach. Und zwar, was der macht, ist Folgendes. Der ist geschäftlich sehr viel in Europa unterwegs. Nicht nur Europa, sondern ja fast weltweit, kann man sagen. Ja. Und egal wo der ist, seit gut 3 Jahren macht er dort vor den Sehenswürdigkeiten Bilder. Aber das sind nicht normale Bilder, wie sich jeder Turin schon so. Ich bin schön, sondern was hat der? Und jetzt kommen wir zu seiner Marke. Der zieht dazu immer eine rote Pappnase an. Und das ist jedes Mal ein schöner Gruß nach Köln. Warum erzähle ich euch das? Könnt ihr euch nicht denken, ich bin in der Werkstatt. Wo wird denn noch viel gewerkt? Vor einem bestimmten Termin, zu einem bestimmten Termin oder währenddessen. Wir sind beim Thema Karneval angelangt. Und damit werde ich euch jetzt die nächsten paar Minuten beschäftigen. Wir versuchen ein bisschen die Hintergründe, Herkunft und Eigenarten des Karnevals aufzuzählen.
Und natürlich, was bedeutet dem Kölner der Karneval. Aber bevor ich das jetzt tue, esse ich mir erst noch eine Lolli. Erwähnt hatte ich ja bereits, dass die Karnevalszeit die sogenannte 5. Jahreszeit ist für den Kölner. Also wir haben sozusagen Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter und Karneval hier in Köln. Hat hiermit einzigartig wie es ist, nicht woanders. So was da so fiebt, ist meine Klimaanlage, weil draußen ist es warm. Ich hatte vorhin das Lied ein paar Grosche für Is im Kopf. Ja, passend zum Wetter, aber auch passend zum Thema, denn in vielen Kölner Liedern, die zu Karneval zelebriert werden, nicht nur zu Karneval, man hört sie hier in Köln unterjährig auch, ne? Man braucht nur einmal ins FC-Stadion zu sehen, ach schon wieder der FC. Nein, viele dieser Lieder sind sowohl fröhlicher Art als auch kritischer Art und sagen sehr viel über die Kölner Seele aus. Und somit sind wir wirklich bei einem der wichtigsten Dinge hier in Köln angelangt und das ist der Kölner Karneval. Offiziell ist der Kölner Karneval ja ein rheinisches Volksfest. Die Kölner sagen dazu 5. Jahreszeit, die außerhalb von Köln sagen Volksfest dazu. Ist es so, kann man nichts machen. Aber es hat den Vorteil, dieses rheinische Volksfest, unser Kölner Karneval, ist eines der größten Volksfeste dieser Art auf der Welt. Wird bei uns auch mundsprachlich Fasteler und Fasteloven genannt. Im Mittelalter gab es auch schon etwas Ähnliches wie unser Fastelovend. Es war weit verbreitet, dass dementsprechend die Winteraustreibung und ja, so ein ausschweifendes Treiben am Vorabend der Fastenzeit, die gibt ja auch schon mal länger, stattgefunden haben. Und das auch im Mittelalter. Ja, man aß, man trank, man tanzte, man verkleidete sich oder machte kleinere Umzüge zu Fuß beziehungsweise zu Pferd. Ja, das gab es alles schon im Mittelalter. Aber der Karneval hatte den Mittelalter nicht leicht gehabt. Nämlich diese Karnevalsgeschehen und Exzesse, ja, ich sag nur Sodom und Gomorra, waren schwer zu steuern. Deswegen ist schon um 1341 vom Stadtrat beschlossen worden, diese nicht mehr, ja, aus der Stadtkasse zu finanzieren, beziehungsweise zu bezuschussen, ne? Hat wiederholt verboten, dass sowas stattfindet und jetzt sind Leute bestraft worden, zum Beispiel auch, man muss sich mal vorstellen, wenn heute irgendwie der Herr Wölki auf dem Karnevalswagen ein bisschen quer durch den Kakao gezogen wird, dass der vermeintlich Zuständige für den Karnevalswagen dann irgendwie ausgepeitscht wird oder was. Das gibt es heute nicht mehr, aber sowas gab es damals. Ne? Also ich lese jetzt auch mal was vor. Nun begann das tolle Treiben auf allen Gassen, in allen Häusern 3 Tage hindurch, im Gegensatz zu heute, heute sind es 5 Tage. Jede Art Privatgeschäfte waren eingestellt, nur der tollen Lust war die Zeit gewidmet. Einzelne Masken und kleinere Züge derselben erschienen bei Bekannten, um mit ihnen zu scherzen. Oder durchzogen die Straßen und stellten an diesen oder jedem Hause auch wohl in den Schenk- und Gasthäusern, welche Tag und Nacht offen und ebenso wie die Straßen mit fröhlichen Jubeln gefüllt waren, scherzhafte Szene dar. Bald zum Spott, bald zur lustigen, gemütlichen Unterhaltung und Neckerei. Alle Nächte fanden Bälle statt, auf denen die Masken die freundlichen, scherzhaften oder auch bitteren Neckereien fortsetzten und den Tanz mit allgemeinen Schauspielen wechseln ließen. Das war etwas aus dem 16. Jahrhundert, das habe ich jetzt mal aus Wikipedia abgelesen. Ich weiß nicht, von wem das da ist, es steht leider nicht drin. Warte mal, ich gucke mal. Nee, sagt mir nichts. So, ja, also, im Mittelalter, wie gesagt, kurz zusammengefasst, wurde schon Karneval gefeiert. Es hat es schwer gehabt, weil halt wohl irgendwie das Ganze ein bisschen ausgeartet ist. Man darf allerdings nicht davon ausgehen, dass es solche Begriffe wie
sie heute im Karneval benutzt werden oder die Tage bezeichnen, damals schon gab. Ne? Zum Beispiel die Tage, ne? Also Donnerstag vor Aschermittwoch, ne, ist der heutige Weiberfastelovend, also Weiberfastelovend, hieß damals, ich lese mal ab, Lustenfastabend, und zwar eingeführt ab 1550. Der Fastnachtssonntag hieß Großfastabend, der Rosenmontag Kleinfastabend, der Dienstag hieß Lestfastabend, oh je, und der Aschermittwoch Echter. Also das ist alles schon ein bisschen kompliziert, ne? Und ich glaube, in der heutigen Zeit ja nicht mehr so leicht auszusprechen. Die Gewohnheit macht das Ding, aber ihr habt ja gerade mitbekommen, ich habe mich beim Lesen schon schwer getan. Ne? So, dann kam das 17. Jahrhundert, 1795, Napoleon kam nach Köln und sagte, Karneval, no. Not avec moi. Ich spreche kein Französisch, außer Parapluie kriege ich hier nichts hin. Also, der Franzose wollte das zuerst nicht. Es wurde jedoch dann mit Preußen 1804 wieder eingeführt und somit kam es dann, dass sich um 1823 das festordnende Komitee, heute Komitee Kölner Karneval, gebildet hat und das Ganze sozusagen unter seiner Schirmherrschaft übernommen hat und ja, bis heute erfolgreich weitergeführt hat. Wie bereits erwähnt, am 11.11. eines Jahres fängt die Karnevalszeit an. So. Das geht dann, wie gesagt, bis Aschermittwoch und zwischen dem 11.11. und dem Weiberfastnachtsdonnerstag, ja, halten wir Kölner in der Regel den Ball ein bisschen flach, feiern wir hier was, da was, aber dann geht es los. Ne? Und das ist dann sozusagen, ja, die Hochzeit des Kölschen Karnevals, ne? Weil dann beginnt der Straßenkarneval. Dafür jetzt erstmal die wichtigsten Begriffe, die man kennen muss. Ne? Das ist Strüßje, Blumen. Das ist Kamelle, erklärt sich von selber. Das sind die zwei Dinger, die geschmissen werden bei den Umzügen. So. Dann Bützje, ein Küsschen. Und der Begriff Alaf. So, die letzten zwei sind die wichtigsten. So, erstmal zum Bützchen. Ne? Das Bützchen wird traditionell hier in Köln nur auf der Wange gegeben. Viele verwechseln das, weil, ja gut, der küsst nicht schon gerne, ne? Aber der traditionelle Kölner küsst nur auf die Wange. So, das zum Ersten. Ne? Das Zweite ist der Begriff Alaf. Der Begriff Alaf geht weit zurück und stammt auch schon mit aus dem Mittelalter, als die Kölner noch sozusagen schwadronierende Soldaten hatten. Und heißt im Endeffekt Köln voran. Ne? Also Kölle Alaf. Ne? Lassen wir uns vorangehen. Das wurde in den Karneval übernommen und dementsprechend, ja, rufen wir das heute noch. Ne? So, jetzt könnte man sagen, oder viele von auswärts tun das hatte ich ja auch bereits erwähnt, Kölner Karneval ist Saufen, Poppen, Feiern. Ist aber nicht so. Kölner Karneval ist eine Wissenschaft. Und dazu erkläre ich euch jetzt erstmal ein paar weitere Begriffe. Und zwar, am 11.11. fängt es an, habe ich ja gesagt. Ne? Und dann geht es weiter am Weiberfastnachtstag und das ist der Weiberfastelovend. Um 11.11 Uhr wird der Straßenkarneval eröffnet hier in Köln. Und darauf freut sich eigentlich jeder Kölner. Ne? Denn der Oberbürgermeister und der Kölner Dreigestirn sagen dann am Altermarkt in der Regel Kölner Alaf. Ne? So, jetzt haben wir Karneval und ja, so. Das war jetzt schon mal Weiberfastnacht. Ne? Also das heißt, ab da kann man sich auch wirklich als Immi erlauben, ich meine, wir Kölner tun das im ganzen Jahr, aber auch als Immi erlauben, dementsprechend ein bisschen kostümiert durch die Straßen zu laufen. Ne? Dann kommen die beiden Tage Karnevalsfreitag, Karnevalssamstag. Ne? Karnevalsfreitag findet zum Beispiel der Sternenmarsch statt. Daran werden dementsprechend alle ja, Teilnehmer des Kölner Karnevals aus ihren Stadtvierteln ziehen dann in Richtung Innenstadt
um sich dementsprechend dort zu treffen und ja, sich zu feiern, was sonst. Ne? Karnevalssamstag ist eigentlich der Hochtag im Kölner Karneval für die Einheimischen. Ne? Er wird auch Nelkensamstag genannt, denn da findet das Funkenbiwak statt. Und das Funkenbiwak der Kölschen Funkenrutwies von 1823 findet auf dem Neumarkt statt. So, ab diesem Tag, ab dem Nachmittag, starten nämlich dann die Karnevalsumzüge in den einzelnen Fädeln. Und die bekanntesten Karnevalsumzüge sind hier in Köln Schul- und Wedelstisch am Karnevalssonntag und natürlich nicht zu vergessen am Rosenmontag der Rosenmontagszug. So, dann bleibt noch ein Tag übrig, das ist der Karnevalsdienstag. Da je in den einzelnen Fädeln nochmal kleinere Umzüge. Ich sage jetzt mal einfach Ehrenfeld, ich sage jetzt mal Sulz, ich sage jetzt mal Klettenberg, ne, und auf der anderen Rheinseite. Das sind sozusagen die Ausklänge und dann feiert man sozusagen bis 12 Uhr nachts. Und um 12 Uhr nachts gibt es eine ganz dicke Besonderheit. Da wird nämlich derjenige bestraft, der für alle Sünden zuständig ist im Kölner Karneval. Und das ist der nächste Begriff, den Sie als Kölner und als Nicht-Kölner kennen sollten. Das ist der Nubbel. Der Nubbel war schuld, der Nubbel ist es schuld, der Nubbel ist es immer schuld gewesen. Und mit dem Verbrennen des Nubbels findet sozusagen, ja, der Erlass aller Karnevalssünden statt, beziehungsweise eigentlich der Sünden des ganzen vorherigen Jahres, aber in der Hauptsache, wir sind ja bei Karneval, die Sünden des Karnevals werden mit dem Verbrennen des Nubbels jedem Einzelnen erlassen. Ja, ein Karnevalslied, aber das nutzen wir jetzt nicht, weil es das Thema ist, sondern man soll immer da aufhören, wo es am schönsten ist, um dann genau dort weiterzumachen. Und genau das machen wir jetzt. An dieser Stelle beende ich den ersten Teil unserer Dokumentationsserie Der Kölsche Kosmos. Und ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß, Sie hatten ein bisschen Freude und konnten für sich das eine oder andere entdecken. Ja, mein Versprechen ist, ich werde genau an derselben Stelle, nämlich Kölner Karneval, mit Ihnen weitermachen. Ja, die Zeit mit euch war schön, mir hat es bisher Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns im zweiten Teil wiedersehen.